Tabzinje, welkom Tim Tabzinje. We vrijen ons dat u waar erbij was. Van ons weer een beetje verreisd, anderen weer hierom gebleven. Zo wieder haben hier dann wieder Tabzinje gemerkt. So ich freue mich, dass wir trade sind und dass wir hier nu gerne dabei zijn met Tabzinje. En ja, freue mich, dass du den TV eingeschaltet hast, den Screen, den Phone, wo immer du das schaust. Und wünsche, dass du diese Zeit muss gesteuert worden, Gott erleben. En dat God die mag aanreden en einfach die abbuwen. En wanneer hij die wat wies, dat hij dat kan staan. En die leven ändern en einfach nur God zijn willen leven. Merk einfach met. Nou, waarom vangt zich met die Geschichte aan? Goed. Tjena, welkom ook in dat programma. Ik mag van jou eenmaal vragen als die deze drie weet beherlen hand, waar ik in feite mal vroeg wat gehoorzaam weer. Ganz gehoorzaam zijn, gleich also voets gehoorzaam zijn en dieren gehoorzaam. Maar deze Geschichte mocht ik van jou met wiedermerken. Jesus leefde met zijn ouderen in Egypten. Voor vele jaren hadden door de Israëlieten gewoond, wo zij onder de Ägypter hat arbeiten mussten, sie mussten sehr schwer schaffen verdient, und sie tragen durch. Jesus wir hier nu in Ägypten an Sicherheit für den König Herodes. Und er warst du ab, eine Zeit lang, und das Leben schien du zu sein, für am normal zu sein. Der Vater, also sein leiblicher Vater hier auf Erde, der Josef, der war ein Tag, den nächsten Tag, eine Woche, Monate und wahrscheinlich auch ein Jahr, ein paar Jahre. Wenn es heute wohl nicht, nur ist es selbst drei nur Israel gehen. Gott hat er im Traum am einen Engel in Ägypten geschickt und heute wird nicht warten, bis der am sagen wird, dass er zurückkommen kann. Eines Tages wieder so weit, wo war da ein Traum hat von einem Engel, was ganz klar haben sagt, Josef, steh ab, nimm Jesus, den Kind, seine Mutter und geh nach Israel. Ab diesem Moment hat Josef sich gefreut, wenn es 3 Jahre wird, Jesus nicht heute dort merken wollte, der wäre nicht gestorben. Also wie Jesus sollte sein, sicher in Israel. Er merkt sich, reut, jetzt lernst 3, und vielleicht mal erwähnt ich dort auch, dass das ein langer Weg war, dass er wahrscheinlich mehrere Monate gereist. Und du hier weißt, kann ich mir so vorstellen, du warst mehr Menschen gewesen. Mal hat einer in Ägypten getragen, der andere in Israel. Und Josef muss dort entwaschen, dass Herodes sein Jung in Israel kennt wir. Also er wollte durch ein Tratje. Und das gibt ein Arm thermische Gefühle. Er kriegt Angst. Wenn es heute geht, das Jung, der wir nicht besser als sein Vater war. Und dann kriegt er frisch in Traum, wo Gott nicht am sagt, tragt nur Nazareth. Nur diese Stadt soll er tragen. In Wirklichkeit, wie er mal von dir gekommen. Er tragt von Nazareth mal nur Bethlehem. Und er soll halt keine Nazareth tragen. Nazareth wie damals zu der Zeit, in Dorf, eine Stadt, wo bei den Menschen nicht beläuft wird. Dort wir, wie würde sagen, wenn ihr wird, du wohnte die Armen so wieder. Und sogar einer von den Jesus in den Jünger Lothar, der sagt, was soll in Nazareth Geld kommen? Also denn wir automatisch allmet verurteilt zu sein. Was kriegt nur diese Jünger soll sie tragen? Und du soll Jesus in die Kindheit verbringen. Er war doch wieder ab, als Kind, Teenager, als Jugendlicher. Und solche Völker sind dünn eigentlich auch so, ja nicht so. Wenn wir mit jemandem help sind, was hat eine Schuld ist oder Tüß, vielleicht habt ihr einer mit kälmischen kleine Kleider an, oder der hat vielleicht einen kälmischen Geruch.
Und wie verurteilt dem so ehrlich? Na ja, der kommt doch nur von deiner Familie. Dann habe ich dem so ehrlich zu sein, an den Schifflet eingestappt und wir geben dem nicht eine Chance. Und du möchtest ich eins von der Welt merken, dort wie die Person ich mit Tjana lehre. Jesus, der geht ab das Hort. Wer ist dort bei dem? Wer ist dort bei dir? Wer ist dort bei mir? Und Jesus wohnt hier an dieser armen Gegend. Also Jesus scheint sei selbst von seiner Gegend, was in Israel nicht so verwirrt hat. Dort wünsche ich die, für diese nächsten 2 Wochen, ja, dass wir diese 3 Sachen, die ich am Anfang war, gehorsam sind, und aber auch, dass wir nicht unseren Nächsten, wer immer dort nicht ist, verurteilen. Ich möchte noch mal die Tipp beten. Dankeschön, Jesus, dass du bist. Dankeschön, dass du damals in Ägypten gewohnt hast, Lothar Nazareth. Du hast die von klein an, hat der Mensch gleich gemerkt. Du wirst sei ein normales Kind. Danke dafür. Danke, dass du uns von der Halbe wirst, unserem Nächsten nicht zu verurteilen. Und Jesus, daran bete ich dir ganz besonders. Erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir den Nächsten erstmal kennenlernen, sein wir das Wahrheit mit dem S, woran ist der anders, haft er vielleicht nicht die Möglichkeit, er wollte dort nicht, sondern dort wir dem kennenlernen und dem mit dein Leben, was du uns leibst. In die Nummer Jesus. Amen. Okay, das Jesus, wovon wir jetzt hier haben, wo dann das kleine Jungen von Ägypten kommt, dort sind jetzt von uns Heiland geworden, nicht? Wenn du Jesus an dein Hort abgenommen hast, dann können wir einfach sagen, dass Jesus als uns Heiland an Wahrheit bleiben stehen. Jesus ist mein Heiland, denn am Wahrheit stehen. Jesus ist mein Heiland, denn am Wahrheit stehen. Selbst ein Baum, geplant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stehen. Ich will bleiben stehen. Ich will bleiben stehen. Selbst ein Baum, geplant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stehen. Wann die Wahlen tölben, ich will bleiben stehen. Wann die Wahlen tölben, ich will bleiben stehen. Selbst ein Baum, geplant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stehen. Ich will bleiben stehen. Ich will bleiben stehen. Selbst ein Baum, geplant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stehen. Halleluja, ich will bleiben stehen. Halleluja, ich will bleiben stehen. Selbst ein Baum, geplant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stehen. Ich will bleiben stehen. Ich will bleiben stehen. Selbst ein Baum, geplant wie sie dem Buddha. Ich will bleiben stehen.
schenkt uns deinen Sinn. Din Geist ja für mich die Kraft in deinen Bad überladest. Jesus, meine Erlöser, heilig ist dein Namen. Heiliger sind du bist, Messias, du bist Gottes Segen. Dankeschön, oh mein Vater, du schenkst mir deinen Segen. Din Geist ja für mich die Kraft in deinen Bad überladest. Wann ich vor Gott stund, in die Herrlichkeit, meinen kann ich Wahrheit seinen alle Ewigkeit. Dankeschön, oh mein Vater, du schenkst mir deinen Segen. Din Geist ja für mich die Kraft in deinen Bad überladest. Nochmal. Dankeschön, oh mein Vater, du schenkst mir deinen Segen. Din Geist ja für mich die Kraft in deinen Bad überladest. Du wirst das Wort von ganz am Anfang. Eint mit Gott, dem Herrn hochbohr. Verstehst viel Herrlichkeit in Schöpfung. Nu offenbart der Jesus Christ. Wat von scheinen da ist. Wat van schöner Num dores, der Num von Jesus Christ uns Herr. Wat van schöner Num dores, das schöner ist du. Wat van schöner Num dores, der Num von Jesus. Den Himmel nicht ohne uns. So Jesus braucht den Himmel auf. Meine sind wir grau, deine Leib ich rate. Wo kann uns trennen, nu von dir? Wat von schöner Num dores, wat van schöner Num dores, der Num von Jesus Christ uns Herr. Wat van schöner Num dores, das schöner ist du. Wat van schöner Num dores, der Num von Jesus. Höhlen, der Vorhang rollt ganz quer.
schöner Nun dort ist, was von schöner Nun dort ist, den Nun von Jesus Christ uns Herr. Was von schöner Nun dort ist, das bloß schön alles tun. Was von schöner Nun dort ist, den Nun von Jesus. Was von schöner Nun dort ist, den Nun von Jesus. Was von schöner Nun dort ist, den Nun von Jesus. Dankeschön, Jesus, dass du auf diese Idee gekommen bist. Und dass wir hier, dass du durch viele durchgehen. Du musst verloten von Bethlehem nach Ägypten, in einer fremden Stadt. Herr, Lothar zurückkommen, du wie viel Unsicherheit zersperrt sich dort. Lothar weiß, wie du für uns gestorben bist, abgestoßen, viel geleden hast. Aber nicht, dass wir das Schwanze wir, wenn es wie die immer war, beleidigt werden. Und du starbst für die Beleidigungen, für den Sinn, was wir tun haben. Wenn wir dann daran denken, dass bei dir ist Erlösung, bei dir ist Vergebung, dann können wir gehört sehen, das ist einfach ein wunderbarer Name. Von diesem Namen von Jesus Christus, weil wir immer weiter reden, immer weiter singen, immer weiter einfach auf die vertrauen, Herr. Du bist wunderbar. Ich möchte dir alle Ehre geben, in Jesus sein Namen. Amen. Der Leib freut sich über die Wahrheit. So lesen wir in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 6. Der Leib freut sich nicht dort, was erreicht ist. Sie freut sich über dort, was wahr ist. So wo Leib ist, du hast Wahrheit. Leib und Wahrheit gehen sehr Hand an Hand. Wenn wir den Ehendäumer von der Leib und von der Wahrheit betrachten, dann war wie seine, dort er selbst, nämlich Jesus, manchmal konfliktive Situationen in seinem Leben hier bei ihr unterstechen, ganz bewusst. Ein anderes Mal, die konfrontieren die, auch Lösungen verschaffen die, oder auch ein anderes Mal, selbst konfliktive Situationen verrauben die. So, er schafft die. Er wisst immer, was das Beste wir. Dort wir eine Sache, wo er uns weit übertrafen hat. Wir können nicht so eine Übersicht haben, als er dort hat, und er dort von der auch noch immer hat. Aber wir können von ihm lernen. Von der ersten Tag verstehen viele Lieder so, dort Friedhöhle bedient jeder Preis eine Konfrontation untersticht worden. Die Frau, die ich stelle, ist dort der wahre Frieden, den wir brauchen. Theoretisch glauben wir, vielleicht dort Ehrlichkeit eine sehr gute Sache ist. Bloß wenn wir praktisch die Ehrlichkeit leben, dann ist uns dem manchmal mit verfeucht, nicht? Ehrlich sein bedient für uns eine große Herausforderung für uns. Leben ist nicht immer einfach. Wer sich entschlossen hat zu leben, macht das weiter, dass das nicht unbedingt immer der leichte Weg ist. Selbst Jesus, der sich entschlossen hat zu leben, der lebt selbst wir, ging nicht einen einfachen Weg auf diese Erde. Wir haben in den letzten Programmen verschiedene Sachen über das Thema Leben geredet. Und von der will ich aufschließend mit das ein bisschen über ein höheres Niveau, ich glaube, wir gehen in eine höhere Klasse nennen, reden. Dazu möchte ich sagen, ob ich die mitnehmen kann. Der Leib freut sich an der Wahrheit. Wir lesen in Epheser Kapitel 4, Vers 15, wie Mathe in einem Leibtolien jetzt die Wahrheit verbreiten.
En wie moeten in alles abwassen en Christus ähnlicher worden, die ons Haupt ist. So, das hat nicht mit einem Überflüssigkeit und Oberflächlichkeit, das ist wieder dem Jüdischsterne, zu tun, das hat mit Deipergone zu tun. Unsere Beziehungen im christlichen Sinn müssen Deipergone. Von der möchte ich mit die Taub über eine Fähigkeit nur denken, in der wir sehr wahrscheinlich alle noch wissen können. Ich glaube das von mir und ich glaube das wahrscheinlich, was du auch kennst. Diese Fähigkeit ist, wo kann ich jemand, eine Person, die ich hier habe, mit der Wahrheit in Leben konfrontieren, damit die positiv abgebaut werden kann. Wenn wir eine bessere Beziehung mit jemand, dem wir leben, haben wollen, wenn wir jemand helfen wollen, sich in seinem Leben zu verbessern, dann wollen wir manches Mal rückgefordert sein, eine Konfrontation zu merken. Das kann schwierig sein, das kann hart sein, aber wir sind gefragt. Und das darf wir nicht vergessen. Das darf man uit Leben passieren. Wenn wir jemanden mit was konfrontieren und uns Wunsch ist, dass der verbessert werden kann, muss der Hintergrund Leben sein. Ohne das ist das sehr wahrscheinlich allmählich abzubauen. Jesus selbst, so als auch Paulus, die haben uns beispielhafte Sachen in seinem Wort abschreiben lassen, wo wir lesen und lernen können. Paulus schreibt hier an die Korinther, so als ich all diesen Vers zitiert habe, die zu ihrer Zeit in verschiedene Schwierigkeiten gekommen wären. Er sagt an Hort, direkt, klar, aber in Live. Und ich will hier mal aus dem biblischen Kontext von der Feier Gedanke weitergeben, der uns helfen kann, die Wahrheit in Live wiederzugeben. Der erste Gedanke ist, überprüf deine Motivation. Was bewegt die jemand zu konfrontieren? Was ist das Motiv, warum ich jemand mit was konfrontieren will? Was bewegt mich dort? Die Realität ist, dass es sehr viele verschiedene Motivationen geben wird, warum wir mal wollen, auch einen anderen konfrontieren. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich mich über jemanden geäußert habe und ich rassel dem abtau und konfrontiere ihn. Das kann auch sein, dass ich mich vielleicht gedemütigt gefühlt habe von jemand, woran ich dann reagiere und dem konfrontiere. Oder das kann auch sein, dass ich jemanden neidisch geworden bin und dem deswegen konfrontiere. Dass ich mich irgendwie für sich hecher zu schreien, als der ist. Verkommels ist das so, dass wir bei dem anderen Krieg dort konfrontieren möchten oder kritisieren, womit wir bei uns selbst zu schaffen haben. Dort, was wir in uns selbst hassen, dort möchten wir in dem anderen verkommels kritisieren. Wenn wir stolz sind, dann fallen uns sehr leicht die stolze Personen als erstes im Weg. Oder wenn wir fühl sind, dann sind uns die vielen Menschen meistens die tollsten im Stich. Warum? Die tun nicht das selbst, was wir auch tun. Und dort fällt uns dann leicht amaglich.
Wir tendieren daran, dort wir in unserem Nächsten dort kritisieren, was wir bei uns selbst nicht gleichen. Und dazu möchte ich einmal ein paar Verse lesen in Matthäus Kapitel 7. Die sind uns, glaube ich, vielleicht meist allem sehr bekannt. Vers 3 bis 5, wo das so sagt. Warum checkst du nur einen Spön in den Bruder sein Ju? Und möchtest nicht dem Boltje, dem du in den einen Ju hast? Oder wo kannst du zu den Bruder sagen, lot mir den Splitter aus den Ju tragen, wenn du selbst ein Boltje im Ju hast? Du Heuchler, trag ich den Boltje aus den einen Ju. Dann wirst du seine kennen, den Splitter aus den Bruder sein Ju zu tragen. Hier gibt Jesus uns einen goldenen Rot. Einer oder der andere könnte vielleicht denken oder sagen, dann kann ich niemals gehen. Dann kann ich meinen Nächsten niemals helfen, dass er besser werden kann. In anderen Worten sagt Jesus hier nicht, dass du nicht sollst, sondern er sagt, versicher die, dass du nicht dasselbe denkst, was dein Bruder tut. Versicher dir. Euer du jemand in Leben konfrontieren lässt, prüf erst mal, wo dein eigenes Leben ist. Ist dein eigenes Leben reut dafür? Oder machst du erst mal selbst Speicher, Boltjes, was immer in deine Ehe tragen, omdat du wirklich klar sein kannst? Jesus sagt hier nicht, dass du sollst warten, bis du perfekt bist. Weil wenn das so wäre, dann würden wir niemals dazu kommen, dass wir ab dieser etwas zu sagen haben. Er sagt, du sollst bei dir übertrieben. Was bei dir falsch ist, klär das. Und braucht das auch nicht als eine Entschuldigung, weil du zu viel Falschheit in dein Leben hast, kostet den Nächsten nicht helfen. Er sagt, riem ut und dann go. Riem ut, riem ab und dann go helfen. Die rechte Motivation ist, was wir brauchen, wenn wir helfen wollen, dass wir abbühen und nicht verlassen. Wenn uns dort bewusst ist, dass wir mit unserer Konfrontation Kriegse aus Verlassen und abbühen können, dann müssen wir durch Waschen und entscheiden und dass uns dort klar bleibt, dass unsere einzige Motivation darf sein, abbühen, unseren Nächsten zu helfen. Der Leib freut sich an der Wahrheit. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 19, je waren wohl gedacht haben, dass wir uns verjühnt recht vor dir wollen. Wir haben aus Söhne verjühnt geredet, die in Christus und in Gott seine Gegenwart sind. Alles, liebe Freunde, was wir tun, ist am Jünd abzubühen. Das ist, was Paulus seine Motivation wie aus diesen Brief an die Korinther schreibt. Uns bewegt der Wunsch, Jünd zu erbühen. Uns bewegt der Wunsch, von Jünd bessere Kinder Gottes zu merken. Ich sage das nicht, weil es mir dort scheint. Ich sage das, weil ich die liebe. Ich sage das, weil du mir viel wert bist. Dem zweiten Gedanke, den ich mit der Anrede möchte, ist, denk darüber nur. Wo, was und wann du dort sagen wirst, was du zu sagen hast. Wir lesen in Sprecher Kapitel 16, Vers 23, ein weiser Mann sein Hort belehrt sein Müll. Das kommt all von hier an.
Das ist eine durchdachte Sache. Dann sagt er wieder so, dass es leichter zu lernen ist, was er sagt. Eine durchdachte Sache im Hort, euer, der über Lippe kommt, ist dem Nächsten leichter zu lernen davon. Leichter verständlich. Dort fängt bei uns persönlich hier berne im Hort an. Wenn dort derche Arbeit wird, vorher, dann gehen wir in Verlassen nicht bloß, sondern wir können gehen ab der Bühne. Wenn wir wollen, dort uns Beitrag, was Positives erreichen soll in unserem Mitmenschen, dann müssen wir dort vorher klar in unserem Hort durchdacht haben. Paulus mögt die Erfahrung, als er die Korinther mit schwerem Hort schreibt. Das Brief stelle ich mir so vor, was Paulus viel gekostet hat. Er sagt in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 4, ich wir bedrängt und schreibt mit Angst im Hort. Und mit viel Tränen. Dort wir nicht dort ich traurig merken will, aber dort die weiter sollen, wo Gott ich sie. Sie im Brief von Korinther, die wir gar nicht bloß durch, damit er an alle auf die Schulter klappen können und sagen, das Geld, das Fan, er Fan gemerkt. Die wir lang nicht bloß durch. Du sind viele Wirtbahnen in diesem Brief, die sehr hart korrigieren, rückfordern für die Korinther wir. Er sagt sich an, doch darüber nur, er trüht darüber, er hielt darüber, er leidt sich Zeit, darüber nur zu denken, was er diese Menschen, die in vielen Hinsichten so in Verwirrung geraten wäre, schreiben soll. Dort wir, was am Deib bewegen. Wo können wir diese Botschaft überbringen? Was er an zu sagen hat? Wenn du eine liebe Person mit was konfrontieren wirst, damit die sich korrigieren kann, dann ist dort wichtig, Folgende zu beachten. Erstens einmal, sägt die den rechten Zeitpunkt. Wann passt das? Wann ist das angebracht? Wann ist das angenehm? Dort ist wichtig zu weiten, dort wie hier so geht, so als all gesagt, abbühe, auch zwei merken kann. Wenn wir nicht den rechten Zeitpunkt utsiegen. Sprecher sagt in Kapitel 24, Vers 11, ein Wort zur rechten Zeit gerät, es so als eine goldene Figur ab ein selber nicht Master. Aber weil das zu anpassen, das Zeit gerät, dann ist das mehr, was zwei merkt, als dort, was dort helfen kann. Als nächstes, denk dort vorher durch, was du der Person sagen sollst. Hier kommt dort darauf an, dort wie wir sind. In Salomo sagt uns in Sprecher 24, 12, so als ein goldener Ring oder eine goldene Spal ist ein Wesen vermohne für den, der dort horcht. Wie Gott kann das sein, wenn wir jemanden vermohnen in Weisheit. Aber wenn wir anwesend sind, dann bewirkt das dasjenige. Als nächstes denkt dort vorher durch, was du dort sagen wirst. Wir verkommen uns hier wie dem Ausdruck, dem habe ich von der einmal die Wahrheit gesagt. Und ich kann dort nicht verdrehen.
Die Wahrheit wird ihm zu hart. Aber ich habe ihm die mitgeteilt. Ohne zu bedenken, wo habe ich dem die mitgeteilt. Vielleicht ist dort nicht so sehr eine Frau von, auf die Wahrheit vertrauen können, aber eine Frau von, wo die Wahrheit vermittelt wird, auf die dort vertrauen können. Die Wahrheit ist nicht das Schlimmste. Die Wahrheit ist nicht das meiste, was ich wirken muss. Es ist dort der Fall, wo die Wahrheit übergebracht wird. Kriegt sie aus wie mit der Wahrheit übermitteln, ermahnen, abbühen, ermutigen, kriegt sie ja wie auch zwei merken. Sprecher sagt in 12,18, Unversichtje wird Specke aus ein Schwert. Aber weise Rede heilsame wird. So wer weiß erst, der redet, damit andere geheilt worden kann. Wer aber unversichtje wird, uitspreiden dat, der ist aus ein Schwert, was liegt, nan Specke dat. Als nächstes, was ich anbieten möchte, ist, jef diene Bestätigung. Vielleicht ist uns das verkommen, allerhand zu konfrontieren, zu kritisieren, zu ermahnen, was immer, aber nicht Bestätigung zu geben. Was wichtig ist über die Bestätigung. Wenn wir jemanden konfrontieren, auch in Leib, in tragweisend halbe Welle, dann muss wir auch bereit sein, diese Person unsere Bestätigung zu vermitteln. Woran? Eine Beziehung, die ab allein bestehen bleiben soll, die muss ab zwei Feit stehen. Ab der Wahrheit und ab der Leib. Ohne die beiden Feit kann eine Beziehung nicht bestehen bleiben. Ab allein. Die Bibel lehrt uns, dass die Wahrheit, sagt Jesus, als die wird ihn frei machen. Und heute hat uns das gewesen, wo er die Wahrheit in Leib übermittelt hat. Wenn die in Leib vermittelt wird, wirkt der heilend. Sprecher sagt in 12,24, wer im Hort bedürt ist, haft dort schwur. Aber wer getreust wird, freut sich. Wie wichtig ist diese Anfolgsamkeit in der Bestätigung dem Nächsten gegenüber. Wann wem bedüht wird, dem wird das amaglich. Ich weiß nicht, ob die mal jemand über Wort bedüht hat. Aber das gibt in so einem amagelig Gefall. Aber wenn die wer bestätigt hat, du willst noch mit wieder angehen, dann wird das Gefall anders. Kort einmal ein paar Anweisungen über, was sollst du mit der Person, die du konfrontieren wirst, für eine Bestätigung wiedergeben. Erstens einmal, du sollst die Person dort bestätigen, dass du lebst. Dass sie dir wichtig ist. Und dass du wahrhaftig an oder an interessiert bist. Zweitens, du sollst die Person bestätigen, dass du helfen wirst und dass du für beten wirst. Drittens, du sollst die Person bestätigen, dass du daran glaubst, dass sie ändern kann. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 4, wo er das Kapitel, den Brief angefangen hat. Was Vers 9, wo ich mal lese. Ich danke meinem Gott immer mit Jünd für die Gnade, die er Jünd durch Jesus Christus gegeben hat. Der Jesus Christus sind je in alles richer geworden, in alles, was je von ihm lehren, in alles, was je von ihm verstehen. Was je von Christus gesagt worden ist,
hat sich in jün ganz angewartelt. Ja? Harch wir han, wo heute diese Red zum Anfang aus seiner Briefschrift, er wisst eine Bestätigung. Ich sie froh, dass die angewartelt sind in Christus. So fehlt jünd dort an keine Gove, die der Herr jetzt gibt. Sie haben alles. Der Brief fängt noch mal an. Nicht, dass die da noch lüre, dass ans Herr Jesus Christus weiter kommen soll. Hij wordt jünd ook wat am eng standhaft houden. Dat je an dem Herrn Jesus Christus seinen Dag nicht zu beschuldigen sind. Gott ist treu, der jünd dort gewählt hat, mit seinen Sehen Jesus Christus an seinen Herrn Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir dann mal mit utloten, in dem Brief durchgehen, was im letzten Kapitel, im letzten Vers, Kapitel 16, Vers 24, da sagt er, ich sehe in Jesus Christus aller Geld. Ne? Weißt du, wie er angefangen hat? Wir Fan, ihr habt viel gelehrt, ihr seid in Christus Däuper verwandelt worden. Er bestätigt es. Und zuletzt bestätigt er das weiter, ich sehe ihn vom Horte Geld. So, in diesem Zwischenzeit, von der Vers, von Anfang bis der Vers zuletzt, können wir in seinem Brief finden, dass er die Korinther manches Mal, ein oder das andere Mal, das Urdrall drehen hat. Dass er sich immer weiter den Ball tragen muss und steigt nur helfen. Er wird sehr hart mit den Korinther. Aber er fehlt nicht an Bestätigung. Er fehlt an keinmal an Bestätigung. Er sagt in 2. Korinther Kapitel 7, 3b, Bad 4, ich habe dir dort all euer gesagt, dass die in unserem Horte vernü und verärmer mit uns verbunden sind. Auch wenn dort hier Cha-Cha jaft, auch wenn ich hier Hort sie, wir sind im Hort verbunden. Weiter, dass ich hier nicht im Schein gehen, am jünd zweite merken. Ich deutet am jünd ab der Bühne, weil's live mi dränge det dafür. Wieder sagt er, ich habe ein großes Vertrauen ab jünd. Ich red sehr hoch von jünd. In all unserem Trübel sieh ich doch voll Trost und hab große Freude. Wann hat hier weidet, wann hat hier schworet, wann hier viel Trübel wird. Aber mein Hort ist trotzdem frei. Warum? Weil all das, was heute mit den Korinther deut, wir von Leib bewegt worden. An jen Ewa. Das sagt er mitten von Horde wird. Wo er an kundet und wat sei sich andere Sache. Er redet nicht ram. Die Wahrheit, das er könnt. Er verheimlicht an keine Wahrheit, wann an die auch noch so weiter. Aber in all dem bestätigt er an und sagt, ich habe große Vertrauen in jünd. Wir kennen doch viele, weil scheif manche Korinther viele Sachen gegangen wieder. Und trotzdem sagt er dort, wenn ich auch gewisse Sachen bei jünd nicht tolerieren kann, ich habe trotzdem ein Vertrauen in jünd, wenn ich weit und läuft, fast daran, dass jeder das besser merken kann. Die Möglichkeit, der ist für jünd durch. Ich habe viel Grund, auch wenn ich hier schade, dankbar und froh für ihn zu sein. Dort sind seine Erfahrungen mang die Brüder in Korinth. Ich glaube zu verstehen, dass hinter diesem Stift, der diesem Brief geschrieben hat, eine wahrhaftige Leben von diesem Bruder Paulus gewesen ist. Der wahrhaftige Leben kam hier zum Verschieden.
Wer so konfrontieren, der als Paulus dort mit den Korinther deut, der hat Autorität. Der hat was zu sagen. Die Frau an die und mir ist von der vielleicht wel wie durch das Lehren, uit seinem Beispiel, so mit anderen umgehen zu kennen. Dem letzten Gedanke, den ich hier von der vermitteln möchte, ist, rechnen aber auch damit, aufgelehnt zu werden. Wenn du jemand konfrontieren willst, du sitzt, der jetzt auf einem schlechten Weg, rechnen damit, dass er die auflehnen kann. Ich möchte noch einmal ein paar Verse lesen in 2. Korinther Kapitel 7, ab Vers 8. Wenn ich durch meinen Brief traurig gemerkt habe, sagt er, es mir dort doch nicht leid, dass ich dem geschrieben habe. Wenn mir dort auch leid tut, dass ich durch meinen Brief für ein Stückchen Wehe tun habe, doch nu freue ich mich, nicht darüber, dass ich ihn Trauer verursacht hat, aber darüber, dass die dadurch sein Leben ändert. In diesem Zeit ist er mit der, je möchte, je Feile wahrscheinlich durchgewasst. Was waren die Korinther denken? Ob die mal hat ich dem Kranz ganz. Traurig sind sie. Weil täten das alle, was ich gesagt habe. Was wird nu passieren? Ranen die weg? Heven die auf? Gehen die treden naar de weltliche Sachen? Oder was wird nu mit denen passieren? Und als hij dat eerst erlebt, dat hij ändert, dann kommt seine Frieden dabei zum Verschieden. Dort wir ein Trauer nur Gott seinen Welle, sagt er. Und so habt ihr durch uns kein Schode gekriegt. Trauer, die von Gott ist, bewirkt ein Amtiere, wodurch wir seilig wurden. Und dort wird keinem Leid. Aber die Welt der Trauer wirkt den Tod. Die von Gott gewirkte Trauer, die hat ein Verlangen und einen dringenden Iver gewirkt, jene Schuld zu beweisen. Wann auch euer Eva den Schuldigen in Furcht vor der Strafe mit dabei wären. Die haben in all das bewiesen, dass die in diese Sache rein sind. Das gibt uns ganz gemischte Gefühle, wenn wir jemand in Live konfrontieren sind. Die Frau, die uns abkommen, eine Person, die wir hier haben, und wir sehen in der eine Handhabung, die nicht richtig ist. Den möchte haben, ab der Töte gehen und sagen, hör mal her, ich habe über das mal reden. Ich sage das von meinem Standpunkt nicht richtig, was du tust. Und wir gehen die Sache mal durch. Was können die gemischte Fälle sein? Was wird dieser plötzlich über mich denken? Nicht läuft er sich mit einmal besser aus Eck zu sein? Nicht läuft er sich heicher aus Eck zu sein? Oder wird er mich verloten? Wird er mich anfangen, aus der Stich zu gehen? Was kann da nicht passieren? Wenn ich die Beobachtung gemerkt habe, und ich gehe auf die Person zu, die damit zu konfrontieren. Das ist, was Paulus in diesem Brief an die Korinther sagt. Du wie in Schrift hier uns, der Leib freut sich an der Wahrheit. Wo Wahrheit geredet wird, du hast der Leib zu sich. Du freut sich. Und der geht niemals davon aus, dass du und ich perfekte Menschen sind. Dass wir nicht diese jenseitige Beschleppungen brücken. Wie brücken die? Den Möte haben ab dem Töte gehen, wenn wir eine falsche Handhabung beobachten, aber so als auch Möte haben und up zu sein, wenn jemand dort in uns sitzt. Hand zu horchen und weise gut anzunehmen und uns zu korrigieren. Als Frau, die von der ist in deiner Nachbarschaft jemand, mit dem du
über die Wahrheit in Leib redest? Oder vielleicht in deiner Familie? Oder vielleicht in der Gemeinde, die du jetzt? Hast du jemand gesehen, der eine falsche Handhabung hat, was falsches tut, dem du darauf hinweisest? Ich möchte dich von dir ermutigen. Tu das. Wenn du das nicht tust, dann stellst du dir vor, dass der wieder dort tät und wieder in Verbesserung geraten wird. Dort viele andere, die durch zu Liede kommen, haben den Mut, handzugehen, aber verjagt nicht, über Mittel der Wahrheit in Leib. Wenn dort nicht in Leib passiert, dann ist dort wahrscheinlich Dollar zum Verstehen aus dem Halber. Lass uns darüber beten. Herr Jesus, du hast einen oder dem anderen sein Hort während dieser Botschaft gesehen. Du weißt gerade, was du bist. Du hast uns durch dein Beispiel, so als auch durch das Beispiel von Paulus, gewesen, wie wichtig das ist, uns selbst zu überprüfen, uns selbst zu erforschen, damit wir nicht das selbst tun, was der andere tut, und aber auch besorgt zu sein darum, über unseren Bruder, über unsere Schwester, wenn die Sachen tun, die sich nicht gehören. Dort wir den Mut finden, in Leib ab an zu gehen und an damit zu konfrontieren. Die Wahrheit vermitteln. Deine Leib, der freut sich an der Wahrheit. Wenn Wahrheit unter uns ist, wenn Wahrheit geredet wird, dann freut deine Leib sich. Herr, ich bete, dass du dort musst wieder an uns wirken lassen. Schenk, dass wir lernen kennen, aufeinander zu gehen, in Wahrheit. Und dort in Leib zu stehen. Dass die beiden Sachen bei uns Hand an Hand gehen. Und dass wir dort lernen kennen, so zu tun, auch wenn dort weiter, aber dass dort abbühen kann. Und dass du uns in deinem Geist daran anleiten musst, und dass wir für die Not finden können, dass Menschen dadurch zu Amt hier kommen können, die dort brücken. Viele muss das in unserer Gesellschaft sein, wo wir wohnen, oder auch wieder rüt. Brücken dort. Und wir hier vielmals will wir den leichteren Weg und sind einfach still. Ich bete Herr um Verzeihung. Und schenk dir dort die die Kerne gelehrt haben, und damit beschäftigt sind, die wieder Kerne zu lehren, uns Müll aufzudeinen, Wahrheit und Leib zu verkünden. In Jesus Christus in Namen. Amen. Ganz für Jesus du het Leben, ganz noch am je weg mich an. Het vertrouwen Leib am Mama, mit am Leben jeder Tag. Alles gebe ich an. Alles gebe ich an. Ganz nur Jesus, meinem Heiland, alles gebe ich an. Ganz für Jesus, du ein Leben, andere selber seinen mir. Alles, was die Welt det beiden sei ich Offenheit, sie frei. Alles gebe ich an. Alles gebe ich an. Ganz nur Jesus, meinem Heiland, alles gebe ich an.
Leben, merk mein Heiland, sollst du mit den Heiligen Jesus, komm, füll mich, nimm mich, Jesus, nimm mich nu. Alles gebe ich an, alles gebe ich an, ganz nur Jesus, meinem Heiland, alles gebe ich an, ganz für Jesus, du het Leben, Herr, ich geb mich selbst nur dir, deine Leibenkraft mich fallen, lot ihn sehen von ab mir. Alles gebe ich an, alles gebe ich an, ganz nur Jesus, meinem Heiland, alles gebe ich an, ganz nur Jesus, meinem Heiland, alles gebe ich an. Jo Herr, alles mag wiedergeben. Ook zelfs wie uns am nächsten begegnen, zelfs wie uns am sich helfen, zelfs wie uns am sich bestätigen, ermutigen und auch aanwijzen, dass wir hier in der Predigt, dass wir das einmal an Leib dienen möchten, dass wir uns ganz hingeben können, nach deinem Welle, nach deinem Plan, nach deinem, was du das weißt, einfach leben können. Amen.